So, hallo zusammen. Moin, moin. Wir stehen hier im Ton vor einer verschlossenen Tür auf der verfluchten Insel, die uns Kira hat hergeschickt. Und ja, überall hat es Monster, böse Kreaturen, die ich so das Leder will. Und vorher habe ich da hinten noch ein paar Geister gesehen, mit meiner wunderbaren Geisterlampe. Die ist ja cool. Und jetzt wollen wir da schauen, was in diesem Turm ist. Eine Ratte. Kammerjäger spielen. Oh, da ist ein Geist. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot, der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer, verteilt sein Blut und seine Scheiße überall, hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden und die Tochter nach oben. Ha! Ganz mysteriöse Sache da, du. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht's, Gerald? Hör auf. Ich will gar nicht wissen. Ah! Ah! Ja, natürlich nicht Freude ab der Ratte, hä? Oh, die haben wir fast nicht gesehen, du. Hä? Was ist das für ein Bieli? Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Oh. Ja, es sieht ja nicht gerade appetitlich aus. Weißt du, wie das stinkt mit dem Fisch da? Oh, weißt du, wie das schmeckt da hinten? Oh, da ist ja noch etwas. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Oh. Wer bautert da da? Hey, du. Das ist ja richtig gefährlich, du. Das ist ja richtig gefährlich. Aber ich gehe zuerst gegen rauf. Was zum Geier ist da los? Hä? Das geistert da, du. Hä? Da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu, du. Fang nicht
damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauer, Sie sind durch die Tür in den Turm. Hat sich auch ein Riesendrama abgespielt, hä? Und das habe ich echt zuerst in Keller. Wenn nicht. Ah. Hallo? 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 Es ist draussen. Eine Kiste. Ein Wolfsfell, Lederbänder. Nein. Ja. Ich will zuerst die Aussen durchschauen. Ratten da. Überall. Oh, da hinten ist ja noch etwas. Gold! Berge davon. Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Ah! Shit! Ah! Jesus Gott! Eine Kiste. Fährtenleserhose. Ja. Gut. Das ist eine gefährliche Sache, oder? Die will mir etwas zeigen, da. Hm? Eine Armbrust. Nämlich, wofür die mich herreden. Hä? Die Spukhause verrecken. Geister.
Jesus. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Er klopft mich nochmal dieser Weg. Ah, da ist ein Hebel. Aha. Eine Tür geht knarzend auf. Was ist da unten? Ich kann nicht zuhängen mit der Tür. Ich hab gemeint, da steht jemand. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Ja, es war das Tagebuch. Tagebuch des Magiers Alexander, aber ich habe erst der zweite Teil. Ich will zuerst den ersten Teil lesen. Das finde ich sicher auch noch. Armbrust. Was zum Geier hat der da in diesen Dingen da? Für Experiment gemacht. Da. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Ha! Da. Oh, da rennt jemand. Yes. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Nein, ich mache dir nichts. Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, wer ist das gsi? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Was ist da los gsi? Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen.
zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien, aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Ja. Was ist dann passiert? Ich hatte schreckliche Angst. Vor den Männern, die da kamen, aber auch davor, den Trank zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende, Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall, am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Selbstverständlich. Gut, ich rede mit Graham. Aber ich hätte noch ein bisschen wollen. Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Aufnehmen. Trankfiole. Jetzt habe ich da noch schauen, das ist sicher die erste Seite vom Tagebuch da. Ja, genau. Richtig. Was geht da noch weiter hoch? Habe ich jetzt da die Gebeine genommen, hä? Von ihr? Was zum Geier hat der da für Experiment gemacht? Eben, das sehen wir dann im Tagebuch. Was da noch rein? Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art. Schau noch, du. Sag dir nichts. Kann ich nichts machen, hä? Kann ich nichts machen, kann ich da hochklettern? Kann ich nicht hoch, hä? Ah, hier? Kann ich hier hoch? Ah. Ah, das ist nicht mehr hier. Also, jetzt ist aber da noch der Keller. Aber ich will mit euch heute das Tagebuch lesen. Und zwar Teil 1. Tagebuch des Magiers Alexander. Teil 1. Tag 2 Stelle bericht. Eine Experimentezeit. Zeitigen weiteren Ergebnisse. Zeitigen, sollte es einmal heißen. Weiteren Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist, dass schäbige Fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten nicht gezwungen bin. Entgegen seinen Zusicherungen ist Serat ausgestanden nicht genug Gesundheitsversorgung für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt zerstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entblausen. Da hole ich hier auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Die Worte Sodergren, in ihrer Welt bekannten Arbeit erreichen konnte, spielte die Einstellung, dass die behandelten Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Gleichzeitig zeigen die Freiwilligen, die mitberichtet werden, kein ausreichendes Verständnis für die Verarbeit, deren Teilche sind. Das weiter denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil
opfern müssen. Doch, das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Ja, du. Und jetzt der zweite Teil ist welcher gewesen? Was ist das? Was ist der zweite Teil gewesen? Wo ist der? Da ist. Das da ist er. Genau. Tag, Jungs, Tag verliebt. Ich habe gerade nie gemacht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen, als vielmehr an ihrer überraschend verstandenen Intelligenz. Sie scheinen schwer zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einem zu reden, mit einem besonders großen schwarzen Menschen, der mein Ohr hält. Zuerst wurde ich von Sorge bereitet, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen war. Aber das war natürlich unmöglich, weil ich meine Immunität mit mächtigen Zauben verstärkt habe. Später folgte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Niemand mögen es, wenn man uns zuhört. Aha. Ich habe die schwarze Ratte in einen separaten Käfig gebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an dem Versuch teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Augen mit großer Konzentration beobachten. Vor allem vorher in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte nicht Teil der Gesellschaft wünschen. Serat meinte das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Dieser Herr zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Honorel schon immer eine labile Psychiater und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr von mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration besprechen. Als Konversationsstart taugen sie ohnehin nicht. Da ist natürlich die Frau, aber da war sie viel vertieft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Krieg 2 Meine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengeklebt und Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gute Nacht war sie auch seltsam. Aus medizinischer Sicht ist der Tod rätselhaft. Und ich muss nicht eingestehen, dass dies den Geräten in mir irritiert. Aber ich verweile ab, was ich Ratten nie gemacht hatte. Irgendetwas ist da noch mit der Ratte. Ich glaube fast, wenn ich da in die Keller gehe, begegnet mir plötzlich noch eine kleine Ratte. Das vermute ich. Ja. Ich mag ihr, wenn sie mit dem Experiment fungieren da. Ich glaube, ja, es ist nichts übersehen. Aber ich wollte ja unbedingt noch schauen. Hoi. Was ist da los? Was ist das für eine Kerze da? Eine grüne. Also, meine lieben Leute, ich sehe gerade 32 Minuten. Ich mache einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.